Guten Abend, meine Damen und Herren. Es geht stramm auf den Sommer zu und sowohl sommerlich als auch hochkulturell wird die neue Ausgabe von Talk am Nil. Der in ihren Programmzeitschriften ausgedruckte Beitrag Mobutu Nageu Subbrama oder Das Curry war irgendwie schlecht wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Und nun erstmal viel Spaß mit einer neuen Ausgabe von Talk am Nil, Kosla, Kölsch und Klav. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den Schreck aller Pittermännchen, Ihren Gastgeber Michael Kosla. Meine Damen und Herren, der Samstagabend ist zurück! Damit habt ihr nicht gerechnet. Ossi! 2 Bier! Ja, danke schön. Danke. Ist das voll heute hier, meine Damen und Herren. Super, komm her. Haha, jetzt hab ich schon. Ja, zu spät. Mann. Ach, das steht ja schon, Köln. Wo kommt das denn her? Herzlich willkommen. Wer sind Sie denn? Warum sind Sie auf meiner Bühne? Gehen Sie von meiner Bühne runter. Es ist unglaublich. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Talk am Nil. Hallo. Erstmal Kölsch, ne? Tut mir leid. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von Talk am Nil, meine Damen und Herren. Und wieder gebe ich mit mir 2 Männer die Ehre, die die TV-Kultur hochhalten. Zum einen der Wortakrobat aus Vogelsang und Mann, der in Bäumen Gesichter sieht, Fritz Soloff-Maschinen Zoller! Yes! Hey. Und auf der anderen Seite ein Mann, er ist Stefan Barrelhaus-Piano Ulbricht! Barrelhaus-Piano, ja. Wir sind eine Raucherkneipe, klatschen Sie mit! Stefan Ulbricht! Dankeschön, und Michael Kosla. Dankeschön, und Fritz Zoller! Lass doch dieses Ding halten, Fritz. Furchtbar, Mann. Dankeschön, auch selber, du Teufelskerl, du Ninja, du! Ja, meine Damen und Herren, Fritz und ich haben beschlossen, heute aus dieser Show ein Manifest für die Kultur zu machen. Bildungsfernsehen, meine Damen und Herren, im besten Sinne. Und Fritz, als du jung warst, oder ein bisschen jünger, hast du da auch die wunderbaren Möglichkeiten unserer Stadt Köln wahrgenommen, die wie ein Füllhorn das Geld über Künstler wie uns ausschüttet, die sagt, komm doch zu uns in die Museen, Römisch-Germanische Museum, Museum für Ostasiatische Kunst. Bist du vielleicht in die wunderschön restaurierte Oper gegangen oder aber auch in die Kölner Philharmonie? Fritz, was war dein kultureller Lieblingsort? Das hat mich auch nicht interessiert. Ja, gut, danke Fritz. Ja, dann kommen wir direkt zu unserem... Fritz, du musst doch mal, als du jünger gewesen warst, im Museum gewesen sein. Nein, Ja, und warum nicht? da hatte ich Geld für. Und ich hatte 3 Boote, die ich versorgen Ja, musste. also Kinder muss man für Expressleser ja dazu übersetzen. Ne? Ja, ich kann auch Benz sagen. Ja, ne? ja. Aber Boot haben wir ja gesagt, Ja. das war ja liebevoller. Ne? Und da hatte ich Geld für so jetzt. Ne? Und was habt ihr stattdessen gemacht? Ja, ich bin mit den Kindern, mit alle 3, also nur nach dem Ja. auf der Dom gegangen, ganz bis Poppenhof. Ja. Aber man muss noch die Treppen ablaufen. Ne? Ach so, Nicht, habt ihr heute... ja, ich fahre ja mit dem Aufzug auf. Ne? Wusste ich gar nicht. Ja, das können die auch. Ne? Ja, und dann hatten wir die Bundesjachtenshow. Ja. Da konnte ich mit dahin. Ja, und, Über 50 Jahre alt, der Rheinpark. Ne? ja der Rheinpark. Ne? Das ist damals Bugai genannt worden. Ne? Ja. Bundesjachtenshow. Habe ich gut behalten. Ne? Sehr gut. Ja. Und dann noch das Seilbähnchen. Die ne? Rheinseilbahn? Ja, wenn wir dann von Müllem Ja. rüberfuhren
nach dem Zoo, da waren wir ja auch drin. Ne? Hat man dann in deiner Generation Kunst und Kultur überhaupt wahrgenommen? Also, sagen wir mal, hier Reiterdenkmal, Hohenzollernbrücke ja, oder in den 60er Jahren Fluxus? Fluxus? Also Reiterdenkmal an der Hohenzollernbrücke? Reiterdenkmal, das kenne ich. Ne? Das ist der Kaiser Wilhelm. Ja, der Kürassierdenkmal. Ja, ja. Ja, aber was mich mehr interessiert hat, das war an der Eilstein-Sports. Also Eigelstein-Torburg. Ja, wenn du das so sagen willst, das war ja. Für mich war der Eilstein-Sports und da hängt so ein Rettungsboot, Ja. ein Stück davon. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist arg zerschossen. Ne? Ja, Ja. da sind im Ersten Weltkrieg sind da über 300 Matrosen bei Helgoland mit umgegangen. Ja. 1914. Nee, Erster Weltkrieg war 1914. Ab 1914. 1913, 14. Nein, war es nicht. 1914, 18. Oder? Ja, war 14, 18. Aha. Aber drücksen sind die ja schon. 13 sind die losgefahren, weil das eine SMS Köln war, oder was? 14, 18. Ach du, du Ja. bringst mich Auf jeden Fall. Die sind, Also ja. bei Helgoland sind, der kann mich doch immer aus der Reihe bringen. Was hast du mir dann etwas von Drücksen gesagt? Du hast immer als wir den Text durchgegangen Alles sind, ist ja, ja gut. gut. Also, 1914, 18. Ja. Bei Helgoland ist die MS Köln umgegangen. Ja. Und dafür haben die das da abgegangen, das Rettungsboot. Ja. Und das ist für dich Kunst oder Kultur? Nee, das ist jetzt eine Erinnerung an die Leute, die für Köln gefallen sind. Ja, aber wir sind doch gerade bei Kultur dran. Du jetzt als Pensionär. Ich weiß, du hast jetzt nicht so viel Zeit, aber Pass hast, auf, den ja, Bier. ja, aber hast ein bisschen mehr Zeit. Hast du niemals Lust bekommen, ins Museum Ludwig zu gehen oder Museum für angewandte Kunst? Nö. Du weißt gar nicht, wo das ist, oder? Doch, das ist alles um den Dom herum. Ja, um den Dom. Warum frage ich auch? Ja, um den Dom herum. Wo ist der Ja. Deal? Um den Dom herum. Ja, was soll ich dann da? Ich habe doch kein Zick für. Also halten wir fest, du bist mit deiner Familie auf jeden Fall in den Dom. Das war ich in jedem Ja, was für ein Highlight für jeden Kölner und auch für deine Jungs. Sicherlich, wir waren im Dom, sind Rheinseilbahn gefahren und im Rheinpark waren wir auch. Ja. Wow, ja. Ja, ist das dann nichts, Marie? Naja, gut. Also können wir feststellen, das Hochamt, das höchste der Gefühle für einen Kölner ist es, einmal im Jahr zu fahren ins Phantasialand. Phantasialand. Das kannst ja. du doch ja nicht mehr erlauben mit den Kindern. Das stimmt. Haben wir doch Geld mit 2 Erwachsene, 3 Kinder, kommst du auf? 150, 180 Euro. Naja, also halten wir fest, schöner ist es doch, anstatt das Geld fürs Phantasialand auszugeben. Liebe Zuschauer, gehen Sie lieber in Ihre Museen, da haben Sie mehr davon. Kunst und Kultur, sage ich nur. Und eine Frau, ich liebe meine Überleitungen, die auch für Kultur in Köln steht wie keine zweite. Sie ist eine der führenden Gastrofrauen in Köln, war erste, jüngste Sommeliere in Deutschland. Begrüßen Sie bitte mit mir, hier ist Claudia Stern. Hallo. Frau Stern. Hallo, ich habe schon mal 2 Weingläser mitgebracht. Ach, Sie haben schon 2 Weingläser. Das ist solche Gäste liebe ich. Frau Stern, ich darf Ihnen eins schon mal abnehmen. Das ist schön. Frau Stern, Sie haben das Vintage in Köln. Vielleicht Ja. erklären Sie mal, was ist das Vintage? Also ich weiß, es ist eine Weinbar, ein Weinhandel, Restauration. Was ist das alles? Eine Kochschule. Also ich komme vom Wein und ich komme aus einer badischen Wirtschaft. Ja. Also Dankeschön, dass Sie mich als badisches Mädel eingeladen haben. Sie merken, ich kann auch Dialekt schwätzen. Das mit dem Kölschen wird sich schwer Ja. tun, also weiterhin das zu üben. Aber ich bin dran. Sie haben sich ja, übrigens muss ich dazu sagen, Frau Stern ist der erste Talkgast, der sich freiwillig bei uns beworben hat. Ja. Machen wir mal Applaus. Ja? Vielen Dank. Aber ich muss auch wirklich sagen, Ja. Fernsehschauen ist ja nicht immer wirklich lustig. Das und stimmt. ich habe, glaube ich, sogar eine Wiederholungssendung an einem Sonntagmorgen Ja. eingeschaltet und ich habe mich so amüsiert. Ich konnte so lachen. Ich habe die ganze Familie gerufen und habe gesagt, das müsst ihr euch mal anschauen, das ist so lustig. Außerdem finde ich, die alte Kölschkneipe, so wie hier, Ja. da lernt man die nettesten Leute kennen. Also für jeden Emi kann ich immer nur sagen, gehen Sie mal in echte Kölschkneipen, dann lernen Sie was von Köln. Vielen. Das haben Sie. Wobei Ja. ich mich beim letzten Besuch gefragt habe, wo ich mit meiner besten Freundin unterwegs war, wie wir 55 Euro auf dem Deckel haben konnten. Sie haben aber nichts gegessen, oder? Wir haben zu zweit ein Kotelett gegessen, aber das war nicht wirklich teuer.
Ich glaube, ich habe ein paar Jungs am Nachbartisch eingeladen. Na, vielleicht können wir den Rekord heute hier noch brechen, ne? Ja, nach der okay. Show. Ja, Vintage, Kochschule, Weinbar, Weinhandel, Restaurant. Wie kommt man als badische Immigrantin darauf, in Köln, was ja jetzt nicht gerade als Hochburg des Weines bekannt ist, wir hatten ja mal früher den sauren Rheinwein, aber warum geht man nach Köln? Ja, aber die Kölner genießen doch gerne und die Kölner interessieren sich für alles, Solange was du so umsonst ist, passiert. genießen die Kölner. Ja, okay. Und ich habe meine Tour über München, Hamburg, Wiesbaden, quer durch Deutschland gemacht, also durch Sterne-Restaurants als Sommelier. Und irgendwie war das dann eine gute Mitte in Köln. Und heute, wenn ich ins Badische fahre, fahre ich in die Heimat. Ja. Aber wenn ich nach Köln zu Hause komme, dann komme ich eher nach Hause. Ja. Und das mit dem Wein, das war ganz einfach. Die Kölner haben sich, ich glaube, es war genau, also nächstes Jahr habe ich das 20-Jährige. 20 Jahre in Köln? Ja, man hat quasi, glaube ich, aufs Vintage gewartet. Der Kölner trinkt nämlich gern ein gutes Tröpfchen. Ich wollte gerade sagen, wie ist die Akzeptanz? Man hat aufgemacht und gesagt, ja, also wir müssen mal noch irgendwie 5 Jahre durchhalten, oder war es direkt, hat man offene Türen eingerannt? Nee, war von Anfang an gleich einfach super Stimmung, Ja. nette Gäste, viele Stammgäste, und dann entwickelt man sich ja auch mit den Gästen, man hört ja auch. Ich habe immer am meisten als Sommelier von den Gästen gelernt. Und dann kommt ein Catering, geht auch so. Der erste sagt, kannst du mal meine Kommunion machen? Der nächste sagt, ich habe mein Jubiläum mit 200 Gästen. Ja. Da kommt irgendwann der Senderchef von einem großen Sender und sagt, sag mal, würdet ihr auch die Gala vom Deutschen Fernsehpreis Können Sie machen? ruhig machen, wir werden sowieso als Show da nie übernommen. Voilà. Und das mache ich jetzt dieses Jahr zum 13. Mal. Mein 100-Jährigen könntest du ja auch machen. Wie eine 100-Jährige. Meine 100-Jährige. Den 100-Jährigen. Ja. Künst, ne? Künst mir fürchten. Ja, aber dann jetzt in der Hand versprochen. Wenn du 100 Jahre wirst, im Vintage Machen wir. feiern. Ja. Und ich Ja, schieb dich nicht. oder wir suchen eine tolle Location. Aber ich habe so lange dieses leere Jetzt. Weinglas in der Hand. Ich Schön muss was. gerade mal fragen, Ossi, du hast doch auch Wein im Angebot. Was hast du denn für Wein? Rot und Wies natürlich. Ja, schön. Ja. Ja. Darf ich Ihnen... Naja, der Kölner an sich genießt, ja, Aber ja. da muss ich jetzt einen Schwank erzählen. Meine erste Fernsehsendung wurde ich nämlich vorher gefragt. Ich war mal bei Geld oder Liebe von Jürgen von der Lippe, und da musste ich mit verbundenen Augen Sachen aus Schüsseln probieren. Und ich habe dahin, oder riechen, und ich habe an einer Schüssel gerochen, habe gesagt, das riecht also so nach Hefe, und das riecht so nach, also seltsam, also Hefe und so würzig, und es war nachher ein Kölsch. Ich habe es natürlich nicht erraten. Ich hätte es vielleicht mal probieren sollen. Beim Wein tat ich mich leichter. So, ich habe mitgebracht ein Grauburgunder. Ja, Und ehrlich gesagt, ich muss auch mal ein Schlückchen nehmen. den trinken wir aber Der eher hat- kalt, ne? Ja, aber hier drin, der war schon kalt. Ja. Grauburgunder 2011. hätte ich Ich habe gesehen, den ja. dieses Jahr aus der Pfalz ausgesucht. Der gehört in meine Köln-Kollektion. Köln ist ein Genuss, weil ich das wirklich überzeugt glaube. Das ist ja eine dass eigene Köln- Produktlinie. Und das ist ein Grauburgunder, ganz leicht, lebendig, knackig, frisch, der richtig Spaß macht. Hopfen, witzig, vorlaut. So, für die, Oh ja. die hier neben den Kölschtrinkern in so einer Kneipe auch mal ein Glas Wein trinken möchten, was richtig zischt und was ein Durstlöscher Wollte ich ist gerade und sagen. was man so schön dabei nebenher Ja. trinkt. Wie kommt man... ne? Hier, nicht neidisch werden. Das ist ja schon ein ungewöhnlicher Beruf, Sommeliere. Wird man da, ne, wenn man als 8-Jährige gefragt wird, was willst du werden? Besoffen und Wein trinken. War das schon immer, ich meine, klar, man kommt aus dem Badischen, war das schon immer so ein... Also meine Ein Eltern Wunsch? haben ja einen Gasthof zu Hause Ja. und ich musste mit 12 auch schon im Dirndl mithelfen beim Kellnern. Und ich musste dann immer die Schublade aufziehen mit den Viertelesweinen. Und dann der Dreier war der Balinger, das war der Lieblingswein von meinem Vater, und der nächste hatte. Und dann haben wir halt auch so Wettriechen gemacht, er kennt es auch, die Flaschen und so. Und dann irgendwann habe ich mich darauf besonnen, dass das vielleicht kein uninteressanter Job ist, weil man viel reist, tolle Menschen trifft. Ja, danke schön. Und viel, die so in den Weinbergen ackern. Ach so. Und viel von Natur aber auch Genießer Danke, natürlich. Aber die viel von Natur erzählen können und wie Geschmack zustande kommt. Und weil die Gäste einem auch gerne viel über den Wein erzählen, man davon viel lernt, und weil überhaupt dieses gemütliche Miteinander halt Ja, natürlich. was Gutes ist. Ich an würde dem jetzt gerne Job. mehr einsteigen. Meine Frau ist aber heute hier zur Aufzeichnung. Mehr geht nicht. Nein.
Aber Sie haben ja auch so eine ganze Produktlinie mitgebracht und das Besondere, Ja. Sie haben auch ein Kölner Wasser Ah ja, das ist ein und Lieblingsthema. dazu müssten wir auch mal was erzählen. Also eigentlich heute, das hat, finde ich, mit Kunstkultur auch zu tun, Ja. dass man sich besinnt, was heißt Regionalität, dass man die regionalen Produkte von den regionalen Produzenten fördert. Und wenn man mal für sich überlegt, was ist das beste Wasser für mich, ist es, wenn wir ein gutes Kranenburger haben, dann Ja. ist es das Wasser aus dem Hahn, nämlich das nächste Wasser, was mich erreicht. Und die nächste Quelle zu Köln ist im Bergischen Land, das ist die Bergische Waldquelle. Und deswegen habe ich mit der Frau Römer, ist eine ganz tolle Unternehmerin, so eine Wasserlinie gefüllt. Ja. Das Sprudelwasser für Köln und das stille Wasser für Köln. Die heißt auch Köln ist ein Genuss. Und das heißt, Köln ist ein Genuss und bei uns ist es ein absoluter Renner. Und jetzt zum Beispiel gibt es also in doch einigen Restaurants in Köln und in einem großen Kaufhof nur noch das Wasser. Und eigentlich finde ich das gut, dass wir das Wasser nicht mehr über den Brenner mit dem LKW hierher fahren oder Ja. aus Kanada hierher fliegen. Das sind die kleinen. Ein sehr spannendes Thema. Ich würde gerne noch weiterreden, aber Fritz, du wirst ungeduldig, denn jeder Talkgast muss eine Talkfrage bestehen, damit er weiter talken darf. Und jetzt wollen wir erstmal hören, was der Fritz für eine Frage für Frau Stern hat. Welcher berühmte italienische Literat bereiste im Jahre 1333 Köln, wobei ihm vor allem die Frauen begeisterten? War der Dante, Petrarca, Bertania. Petrarca. Halt das Nein, Petrarca. Sag mal, Petrarca. Petrarca, doch. Ja, ja. Oder Casanova. Es muss ja Casanova gewesen sein. Und das ist? Falsch. Es war schade. nämlich Petrarca. Petrarca reiste 1333 nach Köln und schrieb einen Brief an seine Lieben, in dem er sagte, wer sein Herz nicht verloren hat oder in sicheren Händen weiß, der wird es in Köln verlieren. Ja. Bildungsfernsehen, ja. Frau Stern, von uns auf jeden Fall diesen wunderschönen Button. Talk am Nilpin. Dankeschön. Dankeschön. Und wir kommen auf Ihr Angebot. Wir kochen zusammen. Mit dem Kochen zurück. Dankeschön. Claudia Stern. Stefan. Ich glaube, es ist wieder ein bisschen Zeit für Musik von Stefan Ulrich. Stefan Ulrich. Und ich freue mich, hier sitzt mein nächster Gast und es ist Dirk Krings, der NRW-Treffeler. Applaus. Ja, danke schön. Dirk, nun müssen wir das erklären. NRW-Treffeler, das ist ein Name auf einem YouTube-Kanal und Sie sind YouTuber. Da gibt es diese bewegten Filme, die man im Internet gucken kann. Kennen Sie ja vielleicht. Ne? Nichts zu tun mit YouPorn, ist was anderes. Und Dirk macht Landschaftsfilmerei von NRW, kann man so sagen, oder? Ja, Landschaften, Städte, Ja. Parks, zuletzt im Zoo gewesen, also alles Mögliche. im Kölner Prinzip. Zoo. Nee, Wuppertaler. Und wie kommt man, weil die Filme, wir sind auf Sie aufmerksam geworden, weil die Filme sind sehr, sehr schön gefilmt, sehr schöne Musik, großes Kompliment. Ja, Sie danke haben auch schon schön. eine große Gemeinde auf Ja, YouTube. genau. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, wo man sagt, ja, ich filme jetzt NRW, krieg kein Geld dafür wahrscheinlich, Nö. schlag mal die Freizeit um die Ohren und stell die, jede Woche kommt ein neuer Film ins Netz. Jede Woche mache ich einen, ja. Ja, also die Idee entstand ganz einfach irgendwann mal Sonntagnachmittags bei Kaffee und Kuchen. Ja.
ne, wo ein Freund zu mir meinte, der wusste also, dass ich viel mit Kamera Ja. und Fotografie mache. Und der sagte, mach doch mal so Landschaftsaufnahmen, ne, für YouTube. Ja. Ja, das ging mir dann halt so durch den Kopf. Und das Erste, was ich dann so gemacht hatte, habe ich gedacht, so ein Logo entwickelt. Ja. Ne, ich habe dann Ist auch sehr schön Logo. geworden. Ja, danke. Und ja, und dann wollte ich das halt richtig so mit Intro immer jede Woche machen. Und habe mir dann halt so einen Kanal aufgebaut bei YouTube. Mittlerweile- Weil da hat man ja eine gute Möglichkeit, sowas zu machen. Mittlerweile, wie viele Leute haben jetzt Ihren Kanal geguckt? Das variiert. Das ist mal mehr, mal weniger. Gut, aber insgesamt von der Klickmenge? Ja, so 30.000. Ui. Aber jetzt seitdem der Kanal besteht. Seit wann machen Sie das? Seit einem halben Jahr. Oh. Und Ja. dann 30.000? Ja. Ja, Ja, da gut, würde ich sagen, ja. Wir haben ja auch das bescheiden. Damit Sie sich zu Hause auch mal was vorstellen können, und Sie hier haben wir halt natürlich was vorbereitet und gucken jetzt mal rein und vielleicht kommentieren Sie das so ein bisschen. Ja. 2 Ihrer Filme, mal Gerne. so ein Zusammenschnitt, was wir da gerade sehen. Und Film ab. Los. Logo, da haben wir die Hohenzollernbrücke. Genau, Das Reiterdenkmal. genau. Ja, die Idee zu der Hohenzollernbrücke, die zu filmen, entstand durch die wir gerade sehen, die Liebesschlösser. Ja. Weil ich eigentlich darüber einen Film machen wollte und dann habe ich gedacht, ach, dann die ganze Brücke, weil halt sehr viel da passiert. Ja. Ne? Die Eisenbahn geht drüber, Fußgänger, Schiffe, darunter der Rhein. Herrliche Bilder. Was haben wir noch? Moment. Ah, Herr Kölner Dom. Nee, das ist der Aachener. Ja, wusste ich doch. Ha, ha, ha. War ja nur Witz, wusste ich selber. Man verwechselt ihn schon mal öfter. Ha. Ja, Weltkulturerbe. Ja. Ne, ich meine, das sollte man wirklich schon gesehen haben. Da gibt es ja so eine witzige Anekdote über den Sessel von Karl dem Großen. Genau, den Thron. richtig. Den habe ich zwar in dem Video nicht gefilmt, aber die Anekdote ist folgendermaßen, dass wenn man drunter herkriecht, dass das Glück bringen soll. Wie ist es, wenn Sie sowas filmen? Ich meine, Sie fallen ja auch auf. Stehen Sie mal kurz auf, damit man mal einen Größenvergleich hat. Ja, okay. Wenn Sie filmen. Und ich bin schon ein Riese, ja? Ja. Nur ist es ja so, wenn Sie da filmen, auch mit Ihrer Größe, Ja. kommen da Leute auf Sie zu und sagen, ja, was filmen Sie denn da? Oder gibt es da auch Anekdoten? So, das ist aber nett, dass Sie das filmen. Ich kenne eine Anekdote zu junger Mann. Passiert da sowas? Das passiert auch, Ja. ja. Das ist mir zum Beispiel in Dortmund passiert, wo ich eine Siedlung gefilmt habe. Ja. Dass dann jemand dann zu mir ankam und hat gesehen, dass ich am Film fotografieren war. Ja. Und das war auch ein ehemaliger Zechenarbeiter und hat mir dann da von der Kolonie und von den Zechen und so ein wenig erzählt. Wenn Sie sagen, okay, ich will jede Woche einen Film aufladen, müssen Sie ja entsprechend viel filmen. Sagt ja die Freundin nicht irgendwann, ey, du läufst dauernd mit der Kamera, dass sie nicht im Schlafzimmer ist es alles, mach doch mal das Ding aus. Oder wirkt die eher unterstützend? Nee, also eher unterstützend. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt laufend mit der Kamera rumlaufe. Ich habe sie zwar jetzt auch wieder mit dabei, nur für den Notfall. Nee, also sie unterstützt mich dabei. Ja. Sie ist auch immer die Erste, die meinen fertigen Film sieht. Und Ja. wenn sie auch mal irgendwelche Kritiken hat, dann nehme ich das auch durchaus ernst und verändere dann den Film dementsprechend. Ja, ist doch schön, oder? Ja, aha, die Frauenfraktion, ja. genau. Genau, muss es sein. Gibt es denn noch so ein Lieblingsziel, wo Sie sagen, also ich habe jetzt schon das und das gefilmt, aber da muss ich auf jeden Fall nochmal filmen? Oder nach dem Motto, ich habe schon das schönste Ziel gefilmt. Wir haben es ja gerade gesehen, die Hohenzollernbrücke, oder? Denken Sie dran, wo Sie sind. Nein. Das schönste Ziel ist, glaube ich, der Kölner Dom. Das schönste Ziel ist der Köln. Ja, aber das habe ich mir auch speziell noch für später aufgehoben. Wann können wir ungefähr mit dem Kölner Dom rechnen? Vielleicht zu meinem 100. Video oder so. Achso, ich dachte zum 100. Geburtstag. Können wir direkt mit Fritz im Vintage feiern. Ja. Apropos Fritz, Fritz hat jetzt noch Ja. eine Frage an Sie. Ich würde gerne noch weiter talken, aber Fritz Ja, hat eine ich Frage weiß. an Sie. Und wenn Sie die bestehen, talken wir weiter. Wenn nicht, gibt es auf jeden Fall einen Talk am Nilpin. Und bitteschön. Ja, gut. Ja. Wie heißt der erste moderne Kirchenbau Kölns? Hahaha, NRW-Filmer, was? Ja, ich glaube, da bin ich wirklich überfragt. Der erste moderne. Wer weiß es denn? Dann Stephanus.
St. Stefan, die gibt's gar nicht, die Kirche. St. Stephanus, wo ist die denn? Da hinten, der Dreck neben St. Doofnuss. Wo ist denn? St. Stephanus. Nein, ist falsch. St. Stephanus, der Wein ist lecker. Nein, stimmt nicht. Fritz, löst bitte auf. Gut. St. Engelbert, die katholische Kirche in Köln-Riel. Auch genannt die... Ja, aha, jetzt kommt's. Ah. Oh. Nimm der Frau den Wein weg. Meine Damen und Herren, Dankeschön. Dirk, Ja. vielen Dank, dass Sie hier waren. Für Ja, Sie auch der ich Pin. danke auch. Dankeschön, Dirk Krings. Meine Damen und Herren, Applaus. So, meine Damen und Herren, ein Highlight jagt das nächste. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Ein alter Busenfreund von mir. Er schoss das erste Foto von mir und meiner Frau, als wir uns küssten. Er ist aber eigentlich Kölns Kultsaxophonist. Er hat die neue Titelmelodie für Talk am Nil komponiert. Begrüße mit mir Bernd Hellbrügge und die Floorschreibers. Applaus! Floorschreibers. Dr. Green. Bernd, ein überragender Clubsound, passend zum Linkewitz. Vielleicht stellst du erst mal gerade deine Bandmitglieder vor. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, on electronics and turntables, welcome Dr. Green. Dr. Green. And ladies and gentlemen, tonight at Linkewitz,
On guitar, Till Kersting. Bernd, man soll es ja nicht glauben, aber du bist ja schon sehr lange in der Musikszene tätig. Länger als ich schon im Fernsehen. Ist wahr? Ja, ja. Nee. Wie hat das angefangen mit den Floor Drivers? Seit wann gibt es die Floor Drivers? Also die Floor Jumpers gibt es seit 2003. Angefangen hat das alles ein Jahr vorher. Da habe ich einen sehr jungen DJ kennengelernt, der damals 19 Jahre alt war und so hausmäßig unterwegs war. Und da ich mal zu neuen Ufern aufbrechen wollte, habe ich mich mit dem zusammengetan. Ja. Und dann haben wir angefangen, so elektronische Musik mit Handgespieltem zu verbinden. Ja. Und das war so die Initialzündung. Wann kam jetzt Dr. Green dazu? Dr. Green ist dabei seit 2007. Ja. Ist das schwierig, oder vielleicht beantwortest du es selber, ist das schwierig für einen DJ, sich auf einen Bernd einzustellen? Oder wie ist da die Fusion zustande gekommen? Die Fusion kam sowieso zustande, weil ich ja per se auch schon mit einem eigenen Projekt unterwegs war und wir dort auch mehrere Mitglieder hatten. Wir waren also zu dritt insgesamt, insofern war das Einstimmen auf andere Personen da jetzt nicht großartig anders. Ja. Also es ist natürlich was anderes, wenn man den Musikern nicht eine MIDI-Buchse in den Bauchnabel stecken kann, weil mit denen muss man dann halt reden. Das war dann halt, das war dann halt noch so eine weitere Dimension, die man da auch selten irgendwie beachtet, wenn man so Bands sieht auf den Bühnen. Da geht es dann halt bei der kreativen Findung, muss man halt viel miteinander sprechen. Und, ich wollte gerade fragen, wie ist so die Findung für einen Song? Wie lange arbeitet ihr in einem Song? Also für mich funktioniert das immer so, ich brauche einen Beruf. Ich brauche einen Puls. Und auf diesen Puls kann ich gut schreiben, da habe ich Fantasien. So die Grooves lösen bei mir Fantasien aus. Mal so halt, ich sag mal, in die Richtung, dass es so, balladesk wird oder so. Ne? Oder so wie eben, so dass es halt nach vorne geht. Ne? Oder auch natürlich, dass es ganz alleine funktioniert, dass man irgendwo am Strand steht und man hat eine gute Zeit und fallen einem so Melodiefragmente auf und dann schreibt man die auf abends und dann fängt man an, das halt weiter zu entwickeln und am Ende hat man ein Stück. So, und dann gehen wir dann zusammen, dann treffen wir uns und dann gehen wir in Klausur und schrauben das zusammen. Nun ist man ja auch als Band relativ viel unterwegs. Tourgeschichten gibt es halt wie Sand am Meer. Was ist denn so die ungewöhnlichste Tourgeschichte, die ihr mal erlebt habt oder die du mal erlebt hast? Ja, wir waren mal in Bosnien und okay. Da begab es sich, dass der Saxophonist dann morgens das tut, was er zu tun hat, nämlich irgendwo sich draußen hinstellt und übt. Und auf der anderen Seite vom Flussufer hat sich jemand beim Fernsehen gestört gefühlt, hat die Kalaschnikow aus dem Schrank geholt, das ist kein Witz, und hat auf mich geschossen. Ja. Also nicht, um mich hier zu verletzen oder zu töten, nein, um Gottes Willen, nein. So wollte einfach nur, dass der verschwindet, dieser Saxophonist da. Ne? Auch schön. Ja. Umso froher sind wir, dass ihr heute hier seid, oder? Ja, wir haben es überlebt. Ja. Ich würde sagen, sollen wir noch ein Stück hören von den Floor Drivers? Was meinen Sie, oder? Aber vorher müsst ihr den Kölsch-Test bestehen. Der Fritz hat wieder eine Frage. Ich finde das übrigens, wenn ich das mal anmerken darf, dass man Fernsehen machen kann und dabei raucht und trinkt. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal dieser Show. Vielen Dank. Herr Kossler. Vielen Dank. Wir danken für das Engagement. Dankeschön. Dankeschön. Ich und Helmut Schmidt, Ja. Die Frage war berechtigt, aber gut. Denn rauchen tun die hier alle Male. Ja. Ich rauche seit 20 Jahren nicht mehr. Ja. Das stört mich aber nicht. Ich rusche das ab und zu. Ja, vielen Dank, Fritz. Du bist drüber jetzt. Ich bin drüber weg. Ne? Wir sind noch nicht für drüber, dich habe ich aber jetzt die Frage. Okay. Ja. Welcher Kölner Schriftsteller verfasste den Bestsellerroman Der Arzt von Stalingrad? Der Arzt von Stalingrad. Kossler. Konsalik. Ja. Konsalik, nicht Kossler, Konsalik. Konsalik? Konsalik? Nee, Konsalik? Konsalik ist richtig. Nicht Nicht Konsalik. Kossler. Nein, Konsalik ist richtig. Und das riecht, meine Damen und Herren. Jawohl, Applaus! Ja. Für euch schon mal einen wunderschönen Talk am Nilpin. Dr. Green. Noch verpackt. Till. Mal in die Kamera zeigen. Dankeschön. So würde ich sagen, hier sind nochmal die Floor Drivers. Applaus! Okay.
Das ist der Wort, ne? Jetzt kommen wir wieder zur meistgeliebten Rubrik bei Talk am Nil. Es ist wieder Zeit für das wandelnde Lexikon. Uwe erklärt, diesmal mit einem wunderbaren Begriff. Lassen Sie sich bezaubern. Diesmal Uwe erklärt mit dem Begriff, was ist Knossos? Viel Spaß. Sie können klatschen, los. Hallo, ich bin der Uwe. Heute erkläre ich, was ist Knossos. In der klassischen Antike befand sich Kreta in der Geschichte des Weltgeschehens. In der klassischen Antike befand sich Kreta am Rande des Weltgeschehens. In Homers Schilderung
des Trojanischen Krieges spielte die Insel eine wichtige Rolle. Der britische, jetzt muss ich schon sagen, Psychologe, weil ich Archäologe, ne? Der britische Archäologe. Ja, wie denn jetzt? Darum oder darum? Der britische Archäologe Arthur Evans vermutete, dass den alten Mythen eine historische Wahrheit zugrunde liegt. Begann 1894 mit Ausgrabungen in Griechenland. Guckst du. Im Jahre 1900 hatte er den historischen Ort Knossos gefunden. Wie auf dem Bild dargestellt. Kretas umsagene Hauptstadt Menos. Kretas umsagene sagenumwobene Hauptstadt zur Kretas-Zeit, Menos-Zeit, zur Minos-Zeit. Jetzt nochmal den ganzen Satz. Kretas umwobene Hauptstadt zur Minos-Zeit. Er wies nach, dass dort vor 2000 Jahren vor dem Trojanischen Krieg bereits eine hochentwickelte Kultur existiert hatte. Ein Beispiel dafür ist dieses Bild, die lange Zeit über die Ägäischen Insel und das griechische Festland gezeigt hatte. Geherrscht hatte. Sehr gut. Ja, na dann ein Gyros mit Tzatziki, bitte. Das war's für heute. Bis neulich. Und immer dran denken, wir sind alles Menschen, oder? Und wir wollen ja auch in unserer Show die Bürgernähe wahren. Wir wollen die Fragen, die Antworten, die Ängste des einfachen Mannes spüren. Und dafür haben wir jetzt jemanden eingeladen. Es ist der Dirk aus Nil. Applaus für den Dirk. Dirk. Hallo Dirk! Ich muss dazu sagen, Ich will ein Kind von dir! nicht rumspielen. Nee, du musst doch nur anmachen. Ja, ist an, ne? Ja, ist an. Ich höre ja nicht. Ja, ist an. Ja, das ist ja auch nur ein Experiment. Dirk, Sie haben mich letztens... Du. Ja, ich auch. Nein. Ja. Ach so, Dirk. Ach so, ja. Dirk, Michael. Ich bin der Dirk. Dirk, Michael, Dirk. Dirk, du hast mich letztens im Linkewitz angesprochen und hast klar, prägnant, präzise gesagt, wir müssen mal Show beschweren. Was war das genau? Was liegt dir auf dem Herzen? So, was mir aufgefallen ist, Ja. ich bin hier als Panz, Ja. hatte mein Urgroßeltern hatten hier einen Borenhof gehabt. Ja. Bist du jetzt in die Nein. So, und da waren wir als Panz, in ganz Nil, Borenhof waren historische Gebäude. Ja. Und was mir aufgefallen ist, es werden die ganzen historischen Gebäude werden mittlerweile oder fast alle abgerissen. Die werden nicht erhalten. Ja. Außer hier euer Redakteur, der Volker, Ja. der hat es gemacht, der hat ein schönes altes Gebäude restauriert und diese alten Gebäude oder Bauernhöfe, Ja. das Nein, ich habe Ist nur, wieder in die nur Schlaufe. aufgestoßen. Das ist, was den dörflichen Charakter. erhält. Danke. Richtig, das muss man in ein Wort fallen. Nein, ich wollte nur, ist ja egal. Alles klar. So, und das ist hier in Nil mittlerweile fast nicht mehr gegeben. Wir werden überall Bauklötze hingestellt, Ja. wo Dose Menschen dann wohnen. Und das ist noch kein Dorf mehr. Und das kann nicht sein. Deswegen, die Leute, die dieses Gemäuer hier, die Kneipe hier erhalten, die muss man hochhalten. Oder wie Dinge Redakteur, das muss man hochhalten. Es müssen mehr Leute gefunden werden, die diese alten Gemäuer erhalten. Ein schönes Schlusswort. Hast du Zukunft?
So. Ja. Nein, ganz wirklich. Gut. Ja. Dankeschön. Wie was ich sagen? Nein, nein. Und mein nächster Talkgast ist ein musikalisches Universalgenie. Regisseur, Dramaturg, Arrangeur. Er macht sowohl gute U-Musik als auch ernsthafte Musik. Begrüßen Sie mit mir, hier ist Guido Preuß. Guido, richtig. Wieso kriegst du mehr Applaus als ich? Ja. Jetzt müssen wir losen, ne? Also von wem Sie das Kind... Naja, wir können ja einfrieren und dann erst entscheiden. Guido, ich habe es eben schon gesagt, du bist in Köln und in Bonn sehr aktiv, bist zum Beispiel in Bonn im Kulturamt Experte oder Berater für Bonn 2020, hast Operetten komponiert bzw. arrangiert, machst Chöre. Wo definierst du dich? Was ist dein Beruf? Wo siehst du dich? Was ist mein Beruf? Also wenn die Frage jetzt darauf abzielt, der Abend steht ja, glaube ich, ein bisschen unter dem Leitmotiv Kultur. Kultur, ne? Und du hast eben schon gesagt, ja. Du hast gesagt, gute Unterhaltung und dann dachte ich, schlechte, ernste Musik. Nee. Aber in der Tat würde ich mich genau dazwischen definieren. Ja. Also auf der Seite der Unterhaltung, aber raffiniert muss die sein. Ne? So. Okay. Was sind das für Projekte, die du in Bonn hast? In Bonn bin ich zurzeit Dramaturg für Tanztheater, also das mache ich seit vielen Jahren. Das ist also wirklich eher so High Art, ne? Das ist jetzt nicht rote Funken oder so. Ja. Obwohl da gibt es, also nichts gegen die Funken, ja? Die müssen auch eine gute Technik haben, sonst halten die nicht durch. Aber das ist halt wirklich so, ne, gehobenes Tanztheater. Dann habe ich in Bonn seit neuestem einen Barbershop, Frauenchor. Ach, Barbershop müssen wir noch kurz erklären. Ja, Barbershop, das ist eigentlich nur eine reine Männerangelegenheit, die natürlich im Zuge der Emanzipation, wo die USA ja ganz groß sind, ne, ist das auch zu einer Frauensache geworden, wird aber meistens getrennt gemacht. Also es gibt reine Frauenchöre, reine Männerchöre, kommt aus Frisiersalons in den USA, ne, Barbershop. Und ist schon so 150 Jahre alt und ist so eine spezielle Gesangsweise, also Close Harmony, das heißt, die Stimmen singen sehr eng zusammen und die Hauptstimme ist nicht die oberste Stimme. Also es gibt keine kreischenden Soprane, sondern eher so das, was, hier wird gelacht, ich glaube, Sie wissen, wovon ich rede. Also es ist so, was bei uns im klassischen Chor der Alt ist, ja, die singen da dann praktisch die Führungsstimme und das hat so einen ganz speziellen Sound. Ja, das neue Projekt, was du machst, was ist das? Also hier in Köln? Neu, du meinst den Kölner Filmhauschor? Ja, den gibt es jetzt seit 2,5 Jahren. Das war im Sommer 2009, habe ich den gegründet. Ich hatte auch so kleine Abstecher in den Film gemacht, habe selber so ein paar kleine Filme gedreht. Und so kam ich dann zum Kölner Filmhaus und dann habe ich dort eine Autorenfortbildung gemacht, Fiction Producer, und habe gemerkt, so eigentlich wäre das ideale Haus, um jetzt hier mal einen Chor zu etablieren, der nur Filmmusik singt. Aber wieso ausgerechnet Filmmusik? Weil Filmmusik alle kennen. Ja. Also das ist so, wenn man hier jetzt so rumfragen würde, kennen Sie die Melodie aus Titanic, kennen Sie die Tatort-Melodie, kennen Sie die, was weiß ich nicht, hier Akte X oder Hitchcock, Psycho, also überall würde man, ja, ich sehe es schon nicken, also das ist einfach so in uns drin. Wir nehmen das auf, wir verbinden das mit Kinoerlebnissen oder Fernsehabenden und das heißt, das ist eine Sache, da muss man nicht viel tun und hat schon mal was zum Erzählen und wir machen das halt raffiniert. Wie entstehen denn so Texte? Setzt man sich da so zusammen, demokratisch oder? Nee, also ich sag mal, das beginnt eigentlich als Hirnfurz, ja. Also dann hast du eine Melodie, wie zum Beispiel diese Marlboro-Melodie. So, und dann, dann kommt halt, als erstes Wort war bei mir, hole das Sattelfett. Ja, ist jetzt ein bisschen, wo ich direkt, denkt man sofort dran. Genau. Oder Sattelfett, oder zum Beispiel bei Psycho, dieses da da di da 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 da. Da dachte ich halt dann sofort, Duschen hinter Plastikvorhang stört den Filetierungsvorgang. Und ja. Ich denke übrigens alt, ne?
Also ich merke ganz deutlich genau diese Reaktion, die habe ich erwartet, weil es wissen einfach alle, worüber die Rede ist. Ja, genau. Alle kennen die Szene mit dem Messer, freuen sich da auch schon drauf. Und es ist auch heute so, wenn man diese Filme guckt, ja, da merkt man, saugut gemacht, aber die Hälfte ist die Musik. Wenn die Musik nicht da wäre, dann würde man den Film nicht so intensiv erleben und das bleibt hängen. Und oft ist es so, dass wenn man über Filme redet, das habe ich so empirisch beobachtet, dann sagen die Leute zum Beispiel, ja, das ist doch die Szene, warte mal, da kommt dieser Song, da steht die so an der Reling, das ist, was ist denn das mal, Titanic, genau. Ne? Und so funktioniert das mit der Filmmusik, die nimmt sozusagen die ganze Handlung, die ganze Atmosphäre auf. Was man dann wieder auch umtexten kann, tatsächlich die Handlung in den Text wieder reindrücken kann. Du hast das super ausgedrückt. Dankeschön. Dafür sitze ich rechts und du links. Du hast uns auch noch was mitgebracht, aber bevor wir das hören oder das sehen können, hat Fritz noch eine Frage für dich. Und wenn du diese Frage richtig beantwortest, dann kommen wir in den Genuss von deiner Überraschung. Aber erstmal, Fritz, bitte. Was ist, wenn ich die nicht richtig beantworte? Dann kriegst du einen Pin und das war's. Das war's dann, ne? Ja. Okay, Fritz. Streng dich an. Nach wem ist das Maskottchen des 1. FCs in Köln benannt? Petraka. Nee, du Dolder. Also du quatschst mal immer rein. Ah, gut. Nee? Also nochmal, nach wem ist das Maskottchen des 1. FC Kölns benannt? Aha. Also ich würde jetzt mal sagen, das muss ein Kölner sein. Joachim Meißner. Also die Ähnlichkeit, die ist ja verblüffend zu Meißner, aber ich glaube, das ist schon älter als Meißner. Ja. Ich würde jetzt mal tippen, Rot, das kann auch nicht sein. Hennes Weißweiler. Ja. Und das ist richtig, jawohl! Jawohl! Applaus für Guido Preuß. Noch ein Pin, bitteschön. Applaus für Guido Preuß mit seiner Überraschung! When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Just come alive, you can dance right through your life. Where I hear the music, close my eyes with a ribbon in the flashback zone of my heart. What a feeling! I am music now. Rhythm, I am rhythm now. I can't have it all, now I'm dancing for my life. Rhythm now, just come alive, you can dance right through your life.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the one you love and hold him tight. So happy together. If I should call you only in less than and you belong to me, imagine how the very far. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be the only one for me is you and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, they have to be the only one for me is you and you for me, so happy together. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. How is the weather? So happy together. Guido Preis und der Federscore. Applaus! Und jetzt sind wir fast schon am Ende von Talk am Nil angekommen. Also. Genau, da rufen wir alle mal. Ist aber so. Aber wir haben noch wieder, wie immer, versuchen wir es diesmal auch wieder, Fritz Zöller, seine wunderbare Kölsch-Geschichte, das Kölsche Gedicht, et Läuvestüff zu entlocken. Oder Fritz? Ja. Wie ne? Na, ich schlüsse das nicht mehr für. Warum denn nicht? Ich mache es nicht mehr. Okay, jedes Mal fange ich an, 1, 2 Sätze, und dann sagst du wieder, nein, du musst ja anders Du unterbrichst dich doch selber immer. Ja, jetzt hast du ja anders mitgebracht. Ja, bitte. Was hast du mitgebracht? Ich habe eine Reise gemacht Ja. nach Holland. Ja, Zur und das- Rudi Carrell-Show. Das ist aber schon ein bisschen länger her, Ja, ne? das war 93. Ach so. Und das war also eine ganz tolle Sache. Wir sind also dahin, Menge gefunden, der Jupp ist Ja. ja tot. Der hat dann für mich gesagt, da musst du mit, John, Rudi Carrell-Show, ganz klasse, der war damals so ganz großes, ganz feines. Wir haben uns getroffen am RTL-Schuppen da, ne? Entertainment haben sie dann Entertainment, gesagt. ja. Immer dieses Da sind Englische. wir also da, ja, ich kann das ja nicht, ne? Also Englisch ist scheiße, ne? Ja, für Fritz. mich, ne? Aber das kann jeder verstehen. Ja, Scheiße kann jeder verstehen, ja, Fritz, ja. Jedenfalls, ich bin da hingefahren, wusste nichts zu essen mitzubringen. Wir kriegen ungefähr jetzt zu essen, das läuft auch. Müssen um 11:30 da sein. Ja. Besser ist, du bist um 10:30 da und dann ne, wird man abgesammelt. Dann sind wir dahin. Mit dem Bus, oder? Mit dem Bus nach Holland. Der hat dann ungefähr noch einen Haufen Leute auch eingeladen. Ja. Naja, wir waren dann da und ist dann der Einlass in die große Heiligenhalle Ja. von dem Carrell ist 3-mal verschoben wurde. Alle stunden wir für die Tür, kein Mensch kam rein, kein raus, so und dann rein. Dann kam so eine Pausenclown. Was guckst du mich denn dabei an? Ja, du amüsierst dich auch immer, du sagst auch immer klatschen, klatschen, klatschen. Und das hätte er auch gemacht. Das mach ich doch vor der hätte Sendung, da mit braucht ihr jetzt uns keiner zu wissen. Eine halbe Stunde mit uns klatschen gelesen. Ja. Ja, das Ist ist ja auch immer schwer, noch ja, verkehrt. ja. Ne? Eine halbe Stunde. Ne? Und dann hätte er wieder sagen, ja, jetzt, nee, kräftiger, besser. Ja. Dann kam der Rudi Carrell raus. Ach, ist das fein, dass ihr mich besucht hier in Holland, in meiner Heimat. Und hat das erste Klatsche dann abgenommen. Ja. Wir haben die klatscht, der wieder rausgegangen, ne? Ja, jetzt. Ja, ein Zick lang drauf kam, das
Programm ist dann abgelaufen. Wir kriegten dann um 9, halb 10, kriegten wir dann ein leckeres weißes Brötchen mit Käse drauf. Ja, so, das haben die, ja. Das war widerlich. Ne? Dann haben wir anschließend, sind wir in den Bus gekommen. Ja. Da durften wir uns dann für 1,50 Mark das Kaffee kaufen. Dann hätten sie nach Hause gefahren. Ja, der Herr Karel. 3 Stunden später in Köln angekommen. Ich schon auf meine Waren an, der ich da abgestellt hat. Der war nicht mehr da. Der Waren war weg. Ich bin da mit dem Pförtner da gelaufen. Sag ich, was ist denn mit den Autos passiert? Ja, sie sind abgeschleppt worden. Standen im Halteverbot. Ne? Jetzt muss ich abfließen, was mich das gekostet. Ja, also da waren wir weg. Ich musste mit einer Tax von Hürth nach Köln-Mühlheim, der hat 30 Mark gekostet. Abschleppkosten dann von Müllem nach Efferen. In Efferen stund mein Auto dann. 33 Mark für den Tax, der Mietwagen. Das Ordnungsamt, erst Abschleppkosten, 166 Mark. Ordnungsamt sagt auch 50 Mark. Die Showkosten waren 24 Mark. Ich habe insgesamt 308 Mark bezahlt für eine Rudi Carrell-Show zu schauen. Das war die teuerste Carrell-Show, die ich geschaut habe. Ich kann den niemals mehr angemacht. Der Fritz Zeller! Da ist es hier billiger, ne? Da ist es doch viel billiger. Ja, ja. Meine Damen und Herren, das war's von Talk am Nil. Hau doch mal die Kostenstimme übrig. Mit dabei